Merci Leifren, Leif Komrodinnen, Leif Komroden. Am Namen von der Lenker will ich euch herzlich begrüßen auf unseren Joschpad. Und ich will doch nach ein Party invitieren, auch nach begrüßen, die euch das Pläsier machen, hier zu kommen. Patrick Bies ist hier von der Peter Immand Gesellschaft aus dem Saarland. Wir haben auch Katrin Werner, Mitgliedin des Bundestages für die Linke und Landesvorsitzende der Linken in Rheinland-Pfalz. Wir haben auch Dagmar Ensch-Engel, die stellvertretende Landesvorsitzende der Linken im Landesverband Saar und Mitglied auch des Saarländischen Landtages, und Reinhold Engel, Kreisgeschäftsführer der Linken, Kreisverband Merzig-Wadern. Dann haben wir auch Hans-Kurt Hill, hier Mitglied im Landesvorstand im Saarland. Et maintenant en français, je tiens également à saluer Jean-Louis Laurin, membre du Parti de gauche de Moselle et membre du Conseil national du Parti de gauche. Et da kann ich immer Plötzebäuer auch weiterführen, die Herren Heiliger erweitert von der CGFP, will ich auch nachher begrüßen. Ich muss aber leider auch entschuldigen, unseren Deputierten, den Serge Urbani, der leider ausgerutscht ist, nachdem es aus einer Sitzung vom Ausschuss, den Enquetenausschuss vom SREL, rausgekommen ist. Und hat sich da wenigstens auch die Rätschöller gebracht. Und wir gerne heiner kommen, das nicht da. Es merkt den, dass das SREL seine Arbeit möchte. Wir werden weiterhin aber können, ob die Sitzungen gehen, was d'autant plus wichtig ist, weil wie wir auch vor kurzem gewürgt sind, dass der Präsident vom Ausschuss gestern auf die Idee kommt, die Archive vom SREL zerleeren zu lassen, nachdem sie auf 10.000 Fische geschmolzen sind, ob irgendeiner Art und Weise, obwohl mir das Herrsch das gefordert hat, am Dezember, als Herr Baudry auf die Idee kommt, mieux vaut tard que jamais, mais probablement c'est trop tard. Bravo, Herr Baudry. Los mir hier auch für allererst mal ganz gut Jahr 2013 wünschen. Wir brauchen das all am Privaten, aber auch, weil wir nicht just am privaten Kreis sind, am Politischen. Ich wollte aber auch nach einer verdienter Militantin gedenken, weil das letztes Jahr verlost hat, Andrea Delvo, viele von euch kennen, 100 Kant, war Memberin von der Linke, war unter den Gründungszeiten eine paar Mal Kandidatin auch. Und hatte trotz seiner schwieriger Krankheit war immer so aktiv, wie es hier möglich war. Als Gedanken ging und ihre Familie und natürlich und ihrem Mann, dem Joel Delvo, der weiterhin aber mit ganzer Kraft an dieser Organisation, an der Linke und auch an der Städtersektion, wird mitkämpfen. Kämpfen werden wir alle müssen, und auch mehr wie sonst. Nicht just, weil an 18 Monaten Wahlen ausstehen. Wir hauptsächlich, weil der Kurs von der Geschichte sich weiter verschärfen wird. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir auch nicht zu der Welt wahrscheinlich werden zurückkommen, die wir kannten, also den westeuropäischen, kapitalistisch-sozialdemokratischen Modell, der große Motto um Zweiten Weltkrieg angefangen hat, und so los am Gange ist, aufzustirben. Wir müssen uns für eine Gesellschaftsordnung ersetzen, die darüber herausgeht. Der Weg bis dahin ist lang und nicht einfach. Die Gründung von der Linke als ein Instrument heute zu Lützeburg für den Weg zu begehen. Und das gehen wir etappenweise an. Eine erste Etappe war als Gründung für 14 Jahre im Jahr 1999. Es ging darum, aus einer defensiven Position heraus, an einem defensiven Kontext, fortschrittliche Kräfte zu bündeln, die gegen den neoliberalen Mainstream geschwommen sind. Das ist zum großen Teil erfolgt. Die zweite Etappe, und ich meine, wir hatten die 2009 erreicht, war die Linke am politischen Spektrum fest zu etablieren, als eine politische Kraft, die nicht mehr wegzudenken ist, und die auch als eine Art Referenzpunkt ging es für all die Bürger und Bürgerinnen hier zu Lützeburg, die Linke ticken. Und dann sind wir an der dritten Etappe. Wir müssen uns verstärken und ausbauen.
Wir müssen dafür nach mehr Militantinnen und Militanten haben, mehr Partizipation haben. Wir müssen als Analyse schärfen. Wir müssen als Aussagen mehr verständlich machen. Wir müssen nur die erreichen, die wir bisher noch nicht erreicht haben. Und das sind da viel, mehr das ist möglich. Das bedeutet ein großes Militant und noch intellektuelle Anstrengung. Wir sind keine Propheten, aber ich meine, dass wir sowohl instinktiv wie auch intellektuell mitkriegen, dass die großen politischen und ökonomischen Umwälzungen noch zu kommen sind. Kein Rettungspakt, der von der Troika, keine Spurmesuren oder strukturelle Konterreformen, die an allen Ländern von der EU praktiziert werden, werden klar beruhigen. Am Gegenteil sogar. Wir auch von der Geschichte Gauf gibt es keinen historischen Automatismus. Es steht nirgends geschrieben, dass es schlussendlich für uns, also für die Menschheit, gut ausgehen wird. Wir sind nicht zu Hollywood. Am richtigen Leben können die Base auch noch gewinnen. Dafür müssen wir nach mehr leeren Kräfteverhältnissen zu schaffen. Das ist nicht einfach, zumal wenn den Hauptteil von den großen traditionellen Medien als Klackseelen oder verstellt rumbringen. Das geschieht auch unbewusst, weil es für alle Einzelnen schwer auch bei uns, sich von dem herrschenden Diskurs zu befreien. Der griechische Fall ist dafür symbolträchtig. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Spurpläne Griechenland hat sich hat. Die Spurpläne wurden den Griechen abgezwungen mit der Hilfe von ihrer Kollaborateurenregierung. Am Gegenzug zu den Spurplänen kommen dann die vermeintlichen Hilfen, die zum großen Teil und Bankenmafia zurückgehen. Was ist das Resultat? Eine Ernährung bei erwachsenen Erkanner, Selbstmord, Wohnungen verlieren an, wie ich auch nach vor kurzem gelesen habe, Spitäler, die mal nicht mehr genug Geld haben, für Hygienepapaier an Händchen zu kaufen. Soweit, als es kommt. Trotzdem kann ich regelmäßig auf viele Plätze lesen, gucken und hören, dass der griechische Premier Samara hart mit der Merkel negoziert, für sogenannten Hilfen zu kriegen. Und dass schlussendlich die Situation sich entspannen wird. Auch hier, als Premier Jean-Claude Juncker, den irgendwie immer überbewertet wird, aber einer weiß, die mir noch immer schleierhaft ist. Aber bon, zum am Ausland, wir sie kennen ja nicht. Hat für einen Monat gemeint, 2012 für solche gute Jahre für Europa gewirkt. Ich meine, er hat recht gehabt, nicht mehr Chef der Eurogruppe zu sein, also ein bisschen zu rasten, weil nicht war in letzter Zeit eindeutig überfordert. Mit keinem von diesen Plänen wird Griechenland retten, Portugal retten, Spanien retten, Italien retten, keine Spurmesuren, kein wird Frankreich retten oder sogar Lützeburg. Oder Deutschland. Also weiter, so viel. Die Löcher ist leider ganz lang. Wir kommen noch nicht erlernt, als Analysen zu schärfen, was lenk ist und was nicht. Wir kommen nicht erlernt, als Gedanken zu machen über die Sozialdemokratie. Nicht, weil wir als Leber mit anderen beschäftigen, aber weil Sozialdemokratie einen Impact auf Menschen hat, den wir auch unschwärzen Impact auf die schaffenden Leute hat. An den 90er Jahren, wo die EU nach 15 Membern hat, so die Sozialdemokratie an 13 Regierungen. Das war die Periode, die den neoliberalen Aufbau beschleunigt hat. Die Sozialdemokratie hat nicht gebremst, sie hat beschleunigt. Aber was ist das, was die Sozialdemokratie bringt an dieser Krise? Am Beispiel von Frankreich kann ich das gesehen. Prinzipiell Schuldenlogik akzeptieren. Prinzipiell damit der Einverstanden sind, dass den Schuld zurückbezahlen müsst. Den Unterschied mit der liberalen Droite wie vielleicht, also noch nach vielleicht, dass die Sozialdemokratie den Effort vom Zurückbezahlen ein bisschen mehr gerecht gestalten will. Das heißt, die Allgemeinheit wird ein bisschen mehr geplümpt und die Reich ein bisschen mehr. Aber sogar das zu mengen ist wahrscheinlich eine Illusion, weil trotzdem auf einem Niveau gespürt wird, Preise von öffentlichen Dienstleistungen an die Luft gehen oder Hilfen, sie haben doch nicht mehr Licht, aber trotzdem gestraft gehen. Du hast Beispiel von der Erhöhung von den Tarifen heute zu Lützeburg am öffentlichen Transport an der Stadt ein exemplarisches Beispiel. In Krisenzeiten müsste jeder ein bisschen mit Urappen, heißt das, und die paar Euroen sind doch zu bezahlen. Ja, sie vielleicht noch zu bezahlen. Dabei könnte aber auch noch, dass eine Indextranche zum Beispiel fehlt. Ob die kann ich auch noch
provisorisch, wie jetzt ein paar Jahre schon hecht, verzichten. Kann ihn sich auch eine Erhöhung von den Kirchentarifen leisten. Nicht davon zu schwätzen von den Wohnkosten, die am selben Zeitraum aber wie die Löhne zum Beispiel an Pensionen 2% an die Luft gegangen sind, so sind die Räumlichkeiten, die Wohnkosten 45% an die Luft gegangen. Trotzdem will die Regierung nicht angesehen, dass die Logementspolitik nicht vereinbar ist mit der freien Marktwirtschaft. Dass gerade an dem Domain der Staat oder Gemeinden sich nicht beschränken können, just auf Hilfen zu schaffen, aber dass den angreifen muss, massiv angreifen muss, das heißt, dass den noch selber bauen muss. Da bezieht noch nach einer Solidaritätssteuer, wo natürlich jeder mal dazu geht, mehr eine Solidaritätssteuer, wo ihn sich fragt, mit wem ihn so solidarisch misst sind. Da könnte natürlich der Marx Di Bartolomeo seine Rentereform zugunsten vom Kapital, weil die muss ich noch annehmen. Die Rentner können auf den Ajustement verzichten, weil auf die Euro kann ich auch verzichten, aber wie das jeder mehr lang lebt, fragt sich, wie lange man nach mehr lang leben, an der Art und Weise, wie aufgebaut wird. D'ailleurs, das ist auch eine andere Frage, weil Arbeit, gewisse Arbeit machen nicht mehr gesund. Das vergessen sie auch, die Genien immer zu nehmen. Aber bon, da kann ich noch 2 Jahre mehr lang schaffen oder man Rente haben. Eine Reform, die den Driff auch nach noch innen gesetzlich festschreibt, und das für die nächsten 40 Jahre. Weil, wie ihr wisst, am Gesundheitsministerium sitzen geniale Menschen. Das sind Menschen, die aus einer anderen Dimension kommen wie mir. Die machen Projektionen auf 40 Jahre. Die wissen, wie die Welt auf 40 Jahre wird ausgesehen. Ich freue mich, Heinz Dorf, wie wird sie dabei bleiben. Sie hat noch keine Projektion auf 50 Jahre machen, auf 60 Jahre, auf 80, auf 100, auf 120. Da werden sie ein bisschen schwach. Just, nee, sie sind auf 40 Jahre geblieben. Das heißt, en gros, wenn am Jahr 1912 eine Projektion auf 40 Jahre gemacht hat, das heißt am Jahr 1952, dann hätte wahrscheinlich dafür gesehen, dass an dem Zeitraum von 40 Jahren 2 Weltkriege stattfanden. Und ich hoffe, dass das nicht der Fall sein am Jahr 2052, aber auf der Art und Weise, wie Sachen weitergehen kann, davon ausgehen, dass es noch ein bisschen mehr besser geht. Natürlich müssen dann die Leute mehr lang arbeiten, und da dann in einem Land, wo Junker Schwierigkeiten haben, das kriegt ihr nach Récemment mit, für eine Arbeit zu finden. Aber wahrscheinlich muss es ja auch Sinn für alle Leute nach und Stange zu halten, an einem Land zu Mols, wo ihn ab 45 Jahren schon, also ich sind noch gleich an 10 Jahren so weit, wo ich schon Schwierigkeiten anfängt zu kriegen, für einen Platz überhaupt zu finden. Da muss ich sich vorstellen, was der Bilan dann von der LASAP ist an der Regierung. Eine Schulreform, die es fertig bringt, Enseignern, die natürlich nicht all perfekt sind, aber wen ist das? Immerhin kennen die Enseignern in ihrem Beruf. Eine Schulreform, die es fertig bringt, Enseignern gegen sich selber zu bringen, ohne aber noch die fundamentalen Fragen abzuwerfen, wie zum Beispiel ein gerechtes System aufgrund von einer Gesamtschule anzuführen. Wir haben noch nach das Woche eine Pressekonferenz gehabt, wo wir als Vorstellungen präsentiert haben. Dann haben wir eine Gesundheitspolitik, die immer mehr absurd repressiv Drogenpolitik betreibt. Nebenbei gesagt, von der Schweiz kennen wir das wirklich eine Absurdität. Wir haben auch noch gelesen, die just über 82% vom Personal verfügt für all, also 18% zu wenig, also 1/5 zu wenig, für all die Sachen zu machen, hinzukriegen, was zu leisten ist am Dienst von den Patienten. Eine Arbeitspolitik, die 21.000 Schomeren kennt, und das sind auch die bereinigt Zahlen, die den Jungen, da kommen wir mal darauf zurück, nicht mehr zu bieten hat wie zeitlich angeräumte Verträge. Und da sehen wir auch, dass nicht nur am Gesundheitsministerium, sondern auch am Arbeitsministerium genauso genial wir sind, wahrscheinlich kommen sie vom selben Planet, sitzen, weil wo am Jahr 2009 den Projet de Loi ausgeschafft wurde, präsentiert wurde, den die Arbeitsverträge geschaffen hat, CIE, CAE, stung als Begründung dran, dass just eine provisorische Mesure wären, weil, es stung wirklich dran,
weil Ende 2012 die Krise aufgelaufen wäre. Das hatten sie viel gesehen. Das ein bisschen geht, aber wahrscheinlich ist es Ende 2013, wo die Krise rüber ist. Wir mussten ein bisschen mehr fein mit ihnen sehen. Aber bon. Dann haben wir noch eine Wirtschaftspolitik, die sich darüber beschränkt, Steuervergünstigungen für ausländische Betriebe anzulackeln oder auch für Betriebe hier. Aber sich froh nicht stellt, wie in eine ökologische, soziale Reindustrialisierung vom Land hinkriegt. Par contre, gehen da lusch Investisseure Gesicht, und ich schwätze nicht just vom Katar, aber ein lusch Erderweis für Gesellschaften zu überholen. Da muss man sich vorstellen, was für eine Rolle die ungesunde Vernetzung von vielleicht geheiligten Beamten, Ministern und Akteuren von der Finanzplatz spielt. Aber wenn ich auch von Finanzlogik schwätzt, muss ich noch die Rolle von der Finanz, was die Legislation von der Stahlindustrie anbelangt, ausschwätzen. Weil das allein das Logik, die dazu feiert, dass ArcelorMittal ewig um anderen, heute zu Lützeburg, am Frankreich oder bei anderen Plätzen an der Belgien, an Europa zumischt. Denn Herr Mittal muss seine Reprise bei seiner Bank rentabilisieren. Und dafür muss er aufbauen. Dabei gibt es genug Rapporten, die belegen, dass die Stahlindustrie weiter an dieser Gegend eine Zukunft hat. Wir hatten dazu auch ein Kolloq mit unseren französischen und belgischen Kolleginnen und Kollegen und deutschen Kolleginnen und Kollegen. Dafür muss aber die öffentliche Hand ergreifen. Die EU möchte natürlich so Interventionen natürlich nicht viel mehr einfach. Aber du gesagt den was geschieht, wenn eine Regierung, ein sozialistischer Minister, refusiert, staatlich anzugreifen und sich total der Logik vom Markt unterwirft. Das ist das, was die Industrie futti möchte. All das Politik verteidigt die Lützeburger Sozialdemokratie auch. Sie ist sogar stolz darauf, wenn ich den Vizepremier Asselborn richtig verstanden habe. Die seine Aussichten nicht geben delen, die wären einfach, ich zitiere, kleinkariert. Ich weiß nicht ganz genau, wen du da gemeint hat, aber ich meine, dass kleinkariert, da mengen einer besonders das bedeutet. Kleinkariert ist nicht anzusehen, dass wir an einer systemischen Krise sind, die nicht zu bewältigen ist mit Methoden und mit Lösungen, die von den Verwaltern, von dem System selber vorgeschlagen, auch von den Ursachen, also von denen, die Schuld unter Krise sind, zu bewältigen ist. Weil das ist das, was sie machen. Kleinkariert das auch als sogenannten Arbeiterpartei Gewerkschaften als Hauptproblem an der Gesellschaft zu sehen, weil so weit sind sie in der Zwischenzeit. Das ist aber auch selbstherrlich, als zu mengen, dass den trotz alledem, wie ich in Deutsch Lied das immer so sieht, die Weg weiterhin zu begehen wird. Und das ist aber auch suffisant zu mengen, dass jeder, den anders das denkt, kleinkariert wird. Ich gebe der Parteispitze von der SAP Mengen Vierschloen, zurück auf den Boden von den Tatsachen zurückzukommen. Aber ich glaube nicht mehr drin, dass das noch möglich ist. Der SAP mauert, bunkert, isoliert sich von der Gesellschaft. Der Prozess ist wahrscheinlich leider vollzogen. Der SAP, genauso wie die Sozialdemokratie in ganz Europa, stellt Liberalisierung und Privatisierung nicht mehr froh. Sie gucken, das sozial verträglich hinzukriegen. Wie das sie aber die Dynamik vom Kapital wahrscheinlich verkennen, geht das nicht ab. Sie verkennen sogar Klassenkampf. Der französische Budgetsminister hat Jean-Luc Mélenchon das ja vor kurzem vorgeworfen. La différence entre vous et moi, c'est que moi je ne crois pas à la lutte des classes. Das ist der französische Budgetsminister, den das. Und das ist das Problem. Das ist aber Member von der Sozialistischen Partei. Nicht aber auch ein Problem mit dem Fiskus, muss ich noch nebenbei sagen. Das erklärt ein bisschen was für eine Welt die Leute auch leben. Dabei muss man sich aber auch fragen, was Liberalisierungen von zum Beispiel der Post oder dem Transport oder der Energie, was für eine Plus-Value die bräuchte tun. Als der Chômage gefallen? Nein, er ist geklommen. Als der Wohlstand raufgegangen? Nein, er ist raufgegangen. Sind Services besser gehen sogar? Nein, sie gehen selektiv, du wo Profit zu machen hast. Näherens auf der Welt geht es, aber sie wollen das einfach nicht verstehen.
Dafür muss sich auch die Frage stellen, was es noch bringt, was sogenannten, oder wann, vielleicht nicht sogenannten, aber wann parteiinternen Opponenten, Linkssozialisten nach an der Partei bleiben. Ich meine, das muss ich noch ein bisschen schwätzen. Weil es ist auch eine Illusion zu leben, dass sich die prinzipiell neoliberale Linie von der LSAP ändern lässt. An der LSAP zu bleiben, ohne zu versichern, ein Kräftverhältnis aufzubauen, als steril. Dran zu bleiben und nichts zu machen, und dabei aber noch indirekt ein Signal gehen, für trotz alledem LSAP zu wählen, als sogar kontraproduktiv. Weil schlussendlich, also nicht die vermeintlichen linke Flügel von der LSAP und dem seiner Existenz so anfangen zu zweifeln, den du nicht so wert tun, mit die Elo schon jedem sehen. Parteiinterne Kritik ist gut, wenn sie fruchten kann, du fängt du pathetisch zu gehen. Dafür müssen wir uns auch mit der Frage auseinandersetzen, was fortschrittlich ist und was nicht. Wir haben vielleicht zu viel Tendenz, Gauche als die Parteien zu definieren, die aus der Tradition von der Arbeiterbewegung respektive der verschiedensten Sozialbewegungen stammen. Vielleicht betreiben wir zudags eine Art umgedrehten Parteisektarismus. Wir müssen also aber die Bilder von der Sozialdemokratie angucken. Und dann meine ich auch, da muss ich sich auch historisch gewissen Trennlinien angucken. 2005 am Mengen kommen zu einer Trennlinie. Die Trennlinie war den europäischen Verfassungstraité. Wir haben als Partei mehr als dagegen gewählt. Kann ich sogar behaupten, dass es Leute von uns waren, zum großen Teil, die den Kampf maßgeblich gefördert haben. Ich gebe mir natürlich verbieten, zu behaupten, dass alle Einzelnen, die für den Ja gestimmt haben, nicht link gewesen wären. Ich gebe mir genauso verbieten, zu behaupten, dass jeder, der für den Nein war, unbedingt link angestellt war. Aber ich meine, dass ich trotzdem ich bin auf jeden Fall trotzdem der Meinung, und ich gehe alltag immer mehr der Meinung, wenn ich mal die europäische Aktualität angucke, dass die einzige Link, die kohärent gehandelt hat, damals, das war die für den Nein angetreten ist. Weil all die dafür angetreten sind, die haben noch Trennlinien erkannt. Ja oder nein zu einem neoliberalen System. Ja oder nein zu einer Logik, die dazu führt, dass Kapital mehr Moyen kriegt, für sich durchzusetzen. Also nein war also sogar mehr wie Refus, es war ein Kampf. Also. Die Trennlinie geht trotzdem noch immer, die geht noch immer, also sie hat sich sogar konkretisiert. Wenn das Krise eine logische Konsequenz ist vom neoliberalen Entwicklungsstadium vom Kapitalismus, geht sie selbstverständlich vom Kapital instrumentalisiert, für eine neue Gesellschaftsordnung zu schaffen. Wir haben uns aber nicht die Frage zu stellen, weil die neue Gesellschaftsordnung, also die Krise, die benutzt wird, für die neue Gesellschaftsordnung zu schaffen, da haben wir uns nicht unbedingt vorzustellen, wie kommen wir aus der Krise raus. Wir müssen uns vorstellen, wie erreichen wir gerade in dieser Situation eine mehr demokratisch gerecht und zivilisierte Gesellschaft, also eine andere Gesellschaft, wie die für drüber war, die los. Also wahrscheinlich auch keine Gesellschaft, wo der Konsens zwischen Kapital und Arbeit im Gesicht gibt, wenn es so etwas überhaupt möglich ist, mehr eine Gesellschaft, wo Kapital Stück für Stück zurückgedrängt wird. Wir müssen aber auch ehrlich mit uns selber sehen, oft stoßen wir auch an unsere Limiten. Oft gehen unsere Forderungen nicht mehr weit, wie radikal reformistische Forderungen. Das ist aus sich kein absoluter Fehler. Das ist aber fundamental keine dauerhafte Perspektive, für die wir uns ersetzen. Und wir müssen noch klären, was das Verhältnis zur Europäischen Union ist. Ich so bewusst Europäische Union und nicht Europa. Bringt die EU uns mehr noch und uns Ziele und uns sozialistische Ziele oder gibt es ein Kader geschaffen, den es quasi unmöglich macht? Schwätzen wir von Neugründung von der EU oder von Neugründung von Europa? Wollen wir die EU retten oder wollen wir dazu beitragen, einen neuen Kader zu schaffen, der fundamental anders ist, ausgerichtet ist, fundamental andere Zielsetzungen noch geht wie die bürgerlichen Politiker, la Schumann oder Monnet, noch gegangen sind? Wollen wir sozusagen Europa retten? Ich bin mir sicher, dass man nach mehr Dave wie biselo als Martine Frohen werden beschäftigen. Und ich meine auch nicht, dass wir heute zu Lützeburg die Einzigen sind,
die mit der Problematik konfrontiert sind. Wahrscheinlich auch spätestens, wenn Griechenland als Kameraden von Syriza die Regierungsgeschäfte überholen, das mal nicht komplett auszuschließen. Wie wird die europäische Link eine ganz Partie von Gretchenfragen Gestalt kriegen? Und ich meine nicht, dass man mit Faust Antworten werden kommen können. Dafür müssen wir auch auch am Klare sehen über das Selbstverständnis. Eine Sache ist auf jeden Fall klar, wir sind keine Sozialdemokratie plus. Wir sind noch nicht die sich strop beschränken, Hiobsbotschaften, der gibt da viel natürlich zu verkündigen. Wir sind die erklären sollen, für was aufgebaut wird, für was sich die ökonomische und politische Situation verschlechtert. Wir sind aber auch die mitteilen, dass ein anderer Weg möglich ist, und dass das der Wert ist, den auch zu begehen. Wir müssen das alles hinkriegen. Und dafür will ich nach, weil ich wahrscheinlich lang genug geschwärzt, mit einem Zitat von Thomas Sankara, den Thomas Sankara, wie ihr wisst, Präsident von Burkina Faso, den an nach Jahren von Frankreich ermordet wurde, weil versucht hat, seinem Land eine sozialistische und demokratische Zukunft zu geben. Können wir auch ein bisschen de Mali denken, allgemein. Il faut proclamer qu'il ne peut y avoir de salut pour nos peuples que si nous tournons radicalement le dos à tous les modèles que tous les charlatans de même acabit ont essayé de nous vendre 20 années durant. Il ne saurait y avoir pour nous de salut en dehors de ce refus-là, pas de développement en dehors de cette rupture-là. Il faut ranimer la confiance du peuple en lui-même, en lui rappelant qu'il a été grand hier, et donc peut-être aujourd'hui et demain. Fonder l'espoir. Tatvan Thomas Sankara, Soniech, merci.